Unter den Offizieren kommt es zum Streit über das weitere Vorgehen. Das osmanische Heer ist am Ende seiner Kräfte. Die Soldaten sind demoralisiert und haben kaum noch etwas zu essen. Selbst eine Rebellion der Janitscharen kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Deutlich war die Furcht vor dem Mangel an Lebensmitteln. So beschlossen die Kommandanten einen letzten Sturm, der gewagt werden sollte. Die Festung mochte genommen werden oder nicht. Und dann solle man sich auf den Rückweg begeben. Die Moral in der Armee wurde immer schlechter. Die Vorräte wurden knapp. Es gab nicht mehr genügend Getreide und Fleisch, um die Soldaten zu versorgen. Ich denke, es war unmöglich, den Kampf noch zu gewinnen. Das Jahr neigte sich dem Ende zu. Sie wussten, der Winter würde kommen. Schon beim Anmarsch hatte es kurz geschneit. Sie hatten keine Chance mehr. Ausrufer verkünden im türkischen Lager den Beschluss zum letzten Angriff. Um die Kampfkraft neu zu beleben, verspricht Suleiman dem ersten einfachen Soldaten, der die Mauern Wiens überwindet, die Beförderung zum Hauptmann und eine Belohnung von 30.000 Asper. Eine fürstliche Prämie. Der Tag des letzten Angriffs. In 3 Heeressäulen will Suleiman die Stadt stürmen. Doch auch dieses Mal rennen die Janitscharen in die aufgestellten Piken und Hellebarden der Wiener Landsknechte. Zwei Stunden dauert das Gemetzel. Dann beginnen die türkischen Soldaten eigenmächtig den Rückzug. Sie haben keine Lust mehr zu kämpfen und glauben nicht mehr an den Sieg. Noch wagen die Wiener nicht, an ihren Sieg zu glauben. Noch wissen sie nicht, dass die Belagerung überstanden ist. Peter Stern notiert in seinem Bericht: Die Feind haben heftig da reingestürmt, aber bald nachgelassen. Vom Feind wohl an die 350 Türken erlegt. Auf unserer Seite nicht mehr als ein Hispanier erschossen und etlich Knecht beschädigt worden. Gott sei es gelobt. Die Gefahr ist vorüber. Doch die Angst bleibt in der Stadt. Am Tage nach dem letzten Sturmangriff werden 3 Männer aufgegriffen. Unter Folter sagen sie aus, sie seien Agenten der Türken. Suleiman habe ihnen den Auftrag gegeben, die Stadt an 5 Stellen anzuzünden. Er habe dann geplant, die brennende Stadt anzugreifen, während die Bewohner mit den Löscharbeiten beschäftigt seien. Die 3 Trossknechte, die am 15. Oktober in die Stadt gekommen und als türkische Spione entlarvt worden waren, wurden öffentlich gevierteilt und die Leichenteile über die Stadtmauer hinausgehängt. Doch die Männer sind vermutlich unschuldig. Ihre Hinrichtung reine Hysterie. Und das hat man sicherlich auch für das, ich sage einmal, für das Volk gebraucht,
die ja diesen Belagerungen haben standhalten müssen, in den Kellern herumgesessen sind. Und da hat man das einfach ein bisschen aus Rachegedanken sicherlich gebraucht, dass man die Leute dann letztendlich einfach gelyncht hat oder umgebracht hat. Die Vierteilung ist eine besonders brutale und unehrenhafte Strafe. Durch das Zerreißen des Körpers wird die Wiederauferstehung unmöglich gemacht. Es war nicht nur eine Strafe am Körper, sondern zusätzlich noch an der Seele des Menschen, wenn man ihm eben so die Möglichkeit genommen hat, ins Paradies zu kommen. Und die Leute waren ja doch damals sehr, sehr jenseitsgläubig. Für das osmanische Heer endet der Feldzug so, wie er begonnen hat. In Regen und Schlamm. Wie viele der osmanischen Soldaten auf dem Rückmarsch verhungern oder erfrieren, darüber gibt der Bericht des osmanischen Chronisten keine Auskunft. Auch das Schicksal des Verfassers ist unbekannt. Vom Morgengebet bis zum Abend regnete es in einem fort. Einige der Soldaten verloren in den endlosen Fluten ihre gesamte Ausrüstung. Die Pferde versanken im Morast. Es war eine unbeschreiblich große Not. Auf dem Rückweg ist die ganze Armee praktisch auseinandergebrochen. Wir lesen das in der Chronik des Feldzuges. Sie hatten alles verloren. Ihre Zelte, ihr Gepäck, ihre Tiere. Sie mussten zurück durch die Sümpfe. Die Armee fiel einfach auseinander.